Große Schuhe finden Sie bei Schuh Plus, Europas großem Versandhaus für Schuhe in Übergrößen. Schuh Plus, einfach große Schuhe. Willkommen zum Sport bei FAN Television am Freitag. Ja, die Olympischen Spiele stehen vor der Tür und es ist dann doch immer das absolute Highlight bei diesen Olympischen Spielen, nämlich Leichtathletik. Und darum soll es heute auch in der Sendung gehen. Bei mir zu Gast Carsten Decker. Schön, dass Sie da sind. Ja, hallo. Sie sind ganz frisch Vizepräsident des Niedersächsischen Leichtathletikverbandes für den Bereich Leistungssport. Was ist genau Ihre Aufgabe in diesem Bereich Vizepräsident? Das Ganze ist auch noch ehrenamtlich. Ja, also ich bin in erster Linie Bindeglied zwischen dem Präsidium und den hauptamtlichen Landestrainern. Davon haben wir 8 und dem leitenden Landestrainer. Muss natürlich sehen, dass Innovationen, Ideen eingebracht werden, um die Leichtathletik weiter nach vorne zu bringen. Denn wir haben ja auch eine schwierige Zeit vor uns. Das darf man nicht verschweigen. Denn die Zeiten ändern sich, die Jugendlichen werden weniger, demografischer Wandel, alles was dazugehört, die Fun-Sportarten, die Freizeitgestaltung der jungen Leute, das sind alles Themen, die man aufgreifen muss, in die Schulen gehen muss. Das wird schon ganz interessant werden. War das klar, als es hieß, Herr Decker, haben Sie Lust, dass Sie sagen, ja klar? Ja, also ich bin ja schon seit mehreren Jahren eng mit dem NLV verknüpft und verbunden durch meine eigenen Athleten, auch durch die Leistungsförderung, die wir dort in unserem Verein betreiben. Und da hatte ich natürlich schon einen großen Einblick. Ich habe viel Kontakt zu den Landestrainern auch in der Vergangenheit schon gehabt. Man bekommt Einblick und es ist natürlich eine sehr spannende Aufgabe. Und darüber freue ich mich dann auch, dass man jetzt da direkt mitwirken kann. Es gibt mehrere Stützpunkte in Niedersachsen. Einer davon ist in Langen. Da sind Sie auch Leiter und sind da auch zu Hause seit 3 Jahren. Ja, was entwickelt sich da in Langen ganz speziell da an Ihrem Stützpunkt? Ja, der TV Langen selbst als Stützpunkt, wir haben ja 14 in Niedersachsen, ist praktisch im norddeutschen Raum, also im Nordbereich von Niedersachsen hat so eine Inselstellung. Und wir versuchen natürlich in unserem Bereich auch die Leichtathletik zu fördern, zu zentralisieren, viele Talente aus den umliegenden Ortschaften zu uns zu holen. Das gelingt uns auch seit mehreren Jahren ganz gut und so haben wir auch eine unheimlich hohe Titelausbeute geholt. Sehr interessante Nachwuchsathleten, die aus den eigenen Reihen auch entwickelt worden sind und sich prächtig weiterentwickeln. Und wir haben ein gutes Sponsoring-Konzept, ein gutes Marketing-Konzept aufgestellt. Die Presse interessiert sich für uns und so ist diese Öffentlichkeit auch sehr daran beteiligt an dem, was in Langen passiert. Und ja, sind wir eigentlich mehr oder weniger auch schon so Sport Nummer 1 in Langen geworden. Ist das, Sie haben wirklich auch gute Leichtathletinnen bei sich, die Fenja Hublitz, die Juline Stein. Sind das welche, die das schaffen können? Also die Hublitz macht ja Dreisprung, Weitsprung, die kratzt ja schon richtig da oben mit. Ja. Ja, ich sag mal, um ganz oben mitzuwirken, da fehlt immer noch das gewisse Etwas. Das kann man nie genau voraussagen, ob man diese Belastungen auch halten kann und aufbringen kann im Training, ob der Körper das mitmacht. Das ist ja immer eine grenzwertige Geschichte. Es müssen gewisse Sachen erfüllt werden im Training, um auch zu gewährleisten, dass Leistung dabei rauskommt. Und das kann nicht jeder. Aber die beiden sind seit mehreren Jahren dabei. Sie haben ein wahnsinniges Talent. Sie haben unheimliches Potenzial. Ich bin da ganz zuversichtlich. Das eine ist ja eine 400-Meter-Läuferin und das andere ist eine Springerin. Die sind natürlich unterschiedlich belastet. Das muss man ganz klar sehen. Das Training ist ein ganz anderes. Aber ich habe da Hoffnung. Also wir arbeiten da kräftig dran und würden uns freuen, wenn sich da was entwickelt. Sie selber waren Zehnkämpfer. Nun gibt es in Niedersachsen eine sehr, sehr gute Siebenkämpferin, die Marien Schwertner. Schafft die das in diesem Jahr zu den Olympischen Spielen nach London zu fahren? Kriegt die das hin? Ja, die Konkurrenz schläft nicht, das ist klar. Die Norm liegt bei 6.150 Punkte, die sie bringen muss. Sie hat im letzten Jahr 6.040 Punkte knapp gebracht. Aber sie ist in einer sehr guten Verfassung, so wie ich mir habe sagen lassen. Sie trainiert wirklich gut, ist verletzungsfrei und macht jetzt so die ersten Tests. Und dann geht es ja auch schon bald nach Götzis ins Mehrkampfmekka Österreich, wo dann sich wieder die Weltklasse trifft. Und ja, also die Ausrichtung ist dahin und ich könnte mir gut vorstellen, dass sie zu den 3 Siebenkämpferinnen gehört, die dabei sind. Ein weiterer, ein Hochspringer, ein Blondschopf, Eike On, kennt auch jeder.
Ja, wie sieht es bei dem aus? Ist der im Saft, ist der im Training? Weil die WM war ja nicht so erfolgreich letztes Jahr. Ja, der Eike Onnen ist immer so ein bisschen das Überraschungspaket bei der ganzen Geschichte. Man weiß, was er für ein Potenzial hat. Man muss gucken, ob er es immer im entscheidenden Moment abrufen kann. Auch hier ist die Norm bei 2,31 Meter. Das ist schon eine Weltklasse-Leistung auf jeden Fall. Und er ist im letzten Jahr auch 2,31 gesprungen. Jetzt hat er seinen ersten Test in Garbsen gemacht, ist bei 2,10 eingesprungen. Also hat dann den ersten Sprung gemacht, musste aber auch lange warten, weil die Konkurrenz dahinter eben lange brauchte. Das ist sehr ungünstig bei so einem Wettkampf. Hat dann gleich auf 2,20 liegen lassen. Waren relativ gute Sprünge, aber hat diese Höhe nicht übersprungen. Das hat aber gar nichts zu sagen. Okay. Er ist jetzt fit. Ja. Nicht? Und die Ausrichtung muss ja sein, bei den deutschen Meisterschaften Bestleistung zu springen. Und der Weg dahin wird jetzt über einige Meetings führen. Und da wird er sich sicherlich auch gut zeigen. Ich wollte gerade sagen, jetzt geht diese Freiluftsaison ja so richtig los. Landesmeisterschaften in Hannover, dann die deutschen Meisterschaften, dann die EM. Also da ist jetzt richtig Zucht dahinter. Ja, also die Saison ist pickepacke voll, kann man ganz klar sagen. Es ist sehr komprimiert dieses Jahr aufgrund der Olympischen Spiele, die ja Anfang August dann stattfinden. Es ist auch eine Herausforderung für Trainer und Athleten, denn die deutschen Meisterschaften sind ungewöhnlich früh, 16. Juni, und 2 Wochen vorher muss man sich qualifiziert haben. Das heißt, die Leute müssen jetzt im Mai schon in einer Top-Verfassung sein und müssen diese Leistung auch noch mit übertragen können zu den Olympischen Spielen. Das heißt, irgendwo in der Mitte muss auch noch mal ein Break stattfinden. Und dann kommen ja noch die Europameisterschaften in Helsinki. Das ist ja noch mal eine Herausforderung. Und ja, da wird man sehen, wie sich der Einzelne dann zeigt. Es gibt auch noch einen erstaunlich guten 800-Meter-Läufer. Die Deutschen sind ja nicht so gesät mit richtig guten Langstreckenläufern. Den Sören Ludolf, der hat die Norm schon einmal unterboten, die Olympianorm. Wie ist der im Moment drauf? Gerade bei so Langstreckenläufern ist ja wahrscheinlich auch mal up and down. Ja, das ist ja der Hoffnungsträger schlechthin, ne, muss man sagen. Also er hat ja eine grandiose Entwicklung gemacht. Im letzten Jahr 1,42,04. Das wäre praktisch die Olympianorm unterboten. Jetzt ist das natürlich auch eine Weltklasse-Zeit. Also man darf jetzt nicht erwarten, dass diese Zeiten ständig erbracht werden. Er muss jetzt sehen, dass er sich in dem Bereich dann auch festigt und dann wird man sehen. Nicht? Auch da tummeln sich sehr viele gute Mittelstreckenläufer, aber ich bin da guter Dinge. Ich habe ihn bei den deutschen Hallenmeisterschaften gesehen und das war schon taktisch und von der psychischen Seite her sehr stark. Wenn Sie das alles so ein bisschen überblicken, Sie sind jetzt noch nicht so lange Vizepräsident für den Bereich Leistungssport, kommt da aus Niedersachsen richtig was hoch? Also können sich die Niedersachsen freuen auf richtig gute Spitzensportler in den kommenden Jahren? Ja, wir haben also im Nachwuchsbereich ja sehr viele starke Nachwuchstalente. Also wir haben jetzt eben schon von 2 gesprochen, da tummeln sich natürlich noch ganz andere auch. Und maßgeblich sind auch daran beteiligt die Stützpunkte und die Landestrainer eben halt. Wir sind aber auch gefordert, vom NLV-Seiten her die Rahmenbedingungen zu verbessern. Da gibt es noch einiges zu tun. König Fußball regiert und hat eine unheimlich hohe Sogwirkung auch, was Sponsoring angeht und Öffentlichkeitsarbeit. Da sind wir gefordert, jetzt mit guten Konzepten auch dem entgegenzuwirken. Denn der nächste Olympiazyklus 2016 Rio beginnt jetzt direkt danach. Und jetzt müssen die Flöcke eingeschlagen werden. Da sind wir also auch gefordert, was zu tun für die Athleten. Gibt es da schon richtig konkrete Ideen, die Sie haben, wo Sie sagen, okay, nach Olympia besuche ich erstmal die ganzen Stützpunkte und dann weiß ich genau, bam, bam, bam? Ja, also mir schwebt das Bündnis 2016 vor, wo wir potenzielle starke Firmen aus Niedersachsen bündeln, um die Athleten auf ihrem Weg zu den Olympischen Spielen 2016 zu unterstützen. Wir haben ja Landesmeisterschaften im ländlichen, also im ganzen niedersächsischen Raum verteilt und da kann man natürlich die Sponsoren auch bestens präsentieren und in einem einheitlichen Sponsoring- und Marketingkonzept unterzubringen. Mit der Maßgabe, mit der Vorgabe, eben halt diese Nachwuchsathleten auch zu unterstützen. Es geht ja nicht um Summen wie beim Fußball, sondern es geht wirklich um eine Grundausstattung. Das heißt also Mobilität, Wohnraum, Taschengeld, also diese Geschichten, um eben halt sich dem Leistungssport voll widmen zu können und nicht auch irgendwie eine Nebentätigkeit neben dem Studium zu suchen, damit man seinen Lebensunterhalt dann auch noch finanzieren kann. Nicht? Das ist ja man verlangt unheimlich viel von dem Sportler. Wir wissen, wie hart man in der Leichtathletik trainieren muss, um in die Weltspitze zu kommen. Und da sind unsere Bundes- und Landeskaderathleten einfach noch unterfinanziert, das muss man ganz klar sagen. Was machen Sie während der Olympischen Spiele? Fahren Sie auch nach London? Gucken Sie sich das an? Gönnen Sie sich das? Oder wie machen Sie es? Das wäre schön, aber ich werde es mir natürlich angucken, das ist ja ganz klar, werde ganz gespannt am Fernsehen sitzen, werde aber schon hier vor Ort dann für die nächsten Arbeiten bereitstehen und ich wollte mir auch die Stützpunkte jetzt nochmal anschauen und gucken, wie da die Arbeit vor Ort läuft. Und
dann natürlich ja, im letzten Quartal des Jahres müssen die Flöcke stehen und für den nächsten Olympiazyklus, und da werde ich dran arbeiten. Ja. Carsten Decker, herzlichen Dank, dass Sie da waren. Viel Erfolg für, dass Sie das alles hinkriegen, aber Sie schaffen das. Danke. Ja, wir geben uns Mühe. Ja. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Machen Sie sich ein schönes Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Und am Dienstag habe ich einen jungen Mann zu Gast, der hat 2 Pokerbücher geschrieben. Und ja, ich will mit ihm ein bisschen übers Zocken reden. Schalten Sie auf jeden Fall ein. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.